Weißt du was, Nico? Nein. Incendio. Oh. Ja, keine Ahnung, wer will das ist. Incendio! Das ist der Zauberspruch, um etwas anzuzünden. Und das wird mein Oh. absolut Lieblingszauberspruch sein in Hogwarts Legacy. Man kann Sachen anzünden, Nico. Du kannst Gegner anzünden. Wie gut ist das? Der Pyroman in mir ist happy. Ich sehe es gut, ja. Hey, hey, hey. Also, jetzt hast du mich quasi Anzündet. angezündet. Ja, ich bin Feuer und Flamme für dich, Steff. Ach, das ist doch schön zu hören. Das freut mich. Das kann ich nur zurückgeben. Und damit herzlich willkommen zu Episode 9 von unserem Gaming News Podcast, Puff, Crit, Loot. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, unser grosses Hauptthema beim heutigen Podcast wird Hogwarts Legacy sein. Letzte Woche sind nämlich ganz viele neue Infos rausgekommen und ich freue mich richtig, die nochmal durchzugehen für den Podcast. Wir werden aber auch noch ein bisschen über Elden Ring reden. Wir haben das zwar letzte Woche gut umgangen, aber anscheinend klappt das einfach nicht mehr. Elden Ring ist too big in the universe of gaming, hätte ich fast gesagt. Und was wir auch noch ganz kurz darauf eingehen, ist ein Humble Bundle für die Ukraine. Und dann, also wirklich dümmere Menschen kann ich mir fast nicht vorstellen. Also mal, es gibt viele dumme Menschen. Aber das war auch so richtig dumm gewesen. Es ist nämlich, ein paar Leute haben nämlich probiert, Grafikkarten zu stellen. Und das ist so richtig schief gegangen. Und ja, das ist natürlich unser Crit-Thema. Bei ein bisschen Loot haben wir auch noch. Das erzählen wir euch aber dann natürlich ganz am Schluss erst. Und würde ich sagen, wir starten jetzt gerade mit Hogwarts Legacy. Nice. Das ist so toll, Hogwarts Legacy. Ich freue mich so mega. Ich weiss nicht, wie es euch geht oder dir, Nico. Aber ich bin ja mit Harry Potter aufgewachsen. Harry Potter, Buch 1, also Harry Potter und der Stein der Weisen, habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag, als ich 11 wurde. Also der Harry war dann gleich alt wie ich. Durch das es natürlich sich die Buchveröffentlichungen mit der Zeit verschoben haben, bin ich beim letzten Buch ein bisschen älter als er. Aber who cares? Ich wollte jetzt nicht sagen Kindheit, aber es ist so meine Teenager-Alter, Jugendphase. Es hat mich einfach durchgehend begleitet. Natürlich auch die Filme und die Hörkassetten. Oh mein Gott, wissen die meisten noch, was Kassetten sind? Also ich habe wirklich so das Gefühl, so die jungen Leute wissen gar nicht wirklich, was Kassetten sind. Aber ich hatte dann noch so Kassetten gehabt. Das waren so die Vorgänger von CDs gewesen. Und ich habe das auf und ab gehört und hingerschi und fürschi und ich habe die Bücher auswendig können. Einmal zumindest bis zum 4. Buch. Wo bis dahin hatte ich nämlich die Hörspiel-CDs und Hörkassetten gehabt. Und ich weiss nicht, Harry Potter ist einfach für mich, es ist so ein grosser Teil in meinem Leben irgendwie. Und jetzt kommt noch das Game raus und ich bin so flashed, ich freue mich so sehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Steffi. Ich glaube, sorry, ich habe mit meinem Mega-Monolog gestartet. I'm sorry. Alles gut. Ich habe mit so etwas gerechnet, weil deine Faszination für Harry Potter ja auch wirklich richtig gross ist. Ja. Ich bin persönlich auch ein grosser Fan gsi natürlich, als ich kleiner war. Und Bist du daraus zwar, weil ich rausgewachsen, auch Mensch? ich denke es sicher ein bisschen weit, ja. Das ist so, wie man aus ja gut, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist so, wie wenn man aus Ninja Turtles rauswächst oder so. Aber Wachst ja, man es ist jemals aus den Ninja Turtles raus? eben, genau, Nico! das ist so der andere Punkt. Genau, das ist so Du der weißt andere schon, wenn du die Punkt. Hälfte von unserer Belegschaft zuschaust, hast du es richtig unbeliebt gemacht. Eben ja, darum sage ich. Man wächst natürlich nie aus Ninja Turtles raus und man wächst nie aus Harry Potter raus. Man kann immer selber bestimmen, aus was man rauswachsen möchte oder nicht, oder wie fest man sich noch mit etwas kann identifizieren kann. Es kann natürlich gut sein, dass man etwas hat in seinem Leben, wo man denkt, hey, das fühle ich jetzt nicht mehr so wie dann, als ich klein war. Holt mich nicht mehr so ab. Aber es kann auch gut sein, dass es eben noch genau gleich, wenn nicht sogar mehr abholt, weil man auf einmal gewisse Sachen besser versteht. Das gibt es ja auch. Ähm, Bei Harry Potter ist es so, ich habe auch das erste Buch gelesen. Ich habe es nicht geschenkt bekommen, sondern meine Mär hat es mir aus der Bibliothek mitgebracht, glaube ich. Oh. Genau. Und hat einfach gesagt, ja, das sei im Moment in aller Munde, ich soll doch da mal reinschauen.
Lass mich Und raten, du bist schon nicht so der Typ gewesen, der viel gelesen hat. genau, das ist ja so. Lustigerweise bin ich der Typ gsi, der nicht so viel gelesen hat, aber sehr gerne geschrieben. Hm. Also ich habe selber sehr gerne auch viel geschrieben. Aber das Lesen hat mich nie so gepackt oder ich habe einfach irgendwie gefunden, ich kann meine Zeit besser verwenden als zum Lesen. Oh, wie jung und dumm ich doch war, oder? Auf jeden Gut, ich Fall. meine, jetzt bist du für Singer-Songwriter, also von dem her, so Ja, schlecht natürlich. ist das gar nicht gewesen, wahrscheinlich. Aber hey, ich kenne Nein, natürlich. tatsächlich Leute, die sind ohne ein einziges Buch zu lesen durch die Schulzeit durchgekommen. How? Ich war eine richtige Bücherratte, ich habe jedes Buch verschlungen, das in meine Quere gekommen ist. Ja, das ist gut, es ist schon möglich. Also ich meine, eben, wie du vorher gesagt hast, zu unserer Zeit hat es ja gleich auch schon andere Medien gegeben, die man hat können brauchen zum Lernen. Oder auch einfach, man hat sich halt echt gemerkt, was man schon gelernt hat und hat nachher einfach aufgeschrieben, aber nicht wirklich Bücher angeschaut. Das geht schon, es ist schon möglich. Ähm, zurückzukommen zum Mr. Potter ist so, dass ich das Buch nachher mal habe angefangen zu lesen und ich gefunden habe, ja gut, also geben wir ihm eine Chance. Ich habe schon das Bookcover richtig ätzend gefunden, wirklich Ja, ätzend. aber die Weil, deutsche Version ist schon scheiße. Also die sieht echt nicht schön aus. Es gibt die also, italienische, glaube die italienische Version ist mit Abstand die schönste. okay. Genau, du weißt auch, was ich meine. So, das Ja. Artwork ist recht Mhm. so edgy, sage ich mal. Und Mhm. ja, und dann habe ich mal verlesen und dann habe ich nicht mehr, auf einmal habe ich nicht mehr gemerkt, was für Zeit es ist. Also meine Mär hat irgendwie mal zum Essen gerufen, glaube ich, an diesem Tag. Und ich habe so gefunden, hä, was, wir essen schon? Es war doch erst irgendwie 2 gewesen vorher oder so. Ja, sehr gut. Und dann habe ich gemerkt, dass ich fast, also wirklich fast ein Viertel, wenn nicht mehr, von diesem Buch schon habe gelesen hatte. Und Wow. einfach nicht habe können, und einfach nicht habe können aufhören. Also einfach so, die Schreibweise von der J.K. Rowling ist so addictive, dass du nicht merkst, wie viel Buchstaben du konsumierst innerhalb von einer gewissen Zeit und vor allem merkst du nicht, wie lang das du schon am Konsumieren bist. Es ist Voll. wirklich, es macht das Buch so ein bisschen zu einer Droge, ihre Art vom Schreiben. Und Ja, das gibt ja also einen zu einer Grund, warum guten sie so Droge natürlich. erfolgreich war, gell? Von dem her. Genau. Ja, absolut. Ich Und, weiss, was du und meinst. ab dann bin ich hooked gsi ähm, bis zum Orden des Phönix. Mhm. Das ist der fünfte Orden des Teil, Phönix. genau. Genau, im Orden des Phönix habe ich nicht aufgehört, dort habe ich dann aufgehört Mhm. und habe aber nachher irgendwann Hörbücher gehört bis zum letzten Teil. Also alles noch fertig gehört, weil ich es nicht mehr haben mögen lesen. Aber ich habe auf jeden Fall alles noch in mich reingekippen. Du hast gegangen, oh, jeden Film. Mhm, das sowieso, na Ähm, ja. also und ich kann von fast niemandem sagen, den ich kenne, der es nicht gefeiert hat. Es gibt nur ganz wenige, die sich nicht damit identifizieren können. Auch Mhm. die muss ich ein bisschen weit bewundern, wo ich so sage, wie? Gell, so, so, wie kannst du das nicht? so, Ah! so wie, okay. Ja. Aber du gehst verloren halt in dieser Welt aus Zauberer und es wirkt so wie eine. Ich würde fast sagen, es löst in einem selber ein recht schönes, wohliges, warmes Gefühl aus, wenn man sich vorstellt, dass man Teil von dieser Hogwarts-Community ist und von Dieser dieser Geschichte. Und fantastischen Welt, gell? Mit den genau, Fabelwesen und dem Fliegen und Zauberei und Aber ich werde schon wieder genau, ganz genau. kribbelig. Und das Beste ist, ja, jetzt wird das Wirklichkeit. Also es ist ja schon vor längerem angekündigt worden. Hogwarts Legacy heisst ja das Game. Und jetzt, Yes. jetzt ist es, glaube ich, zweimal verschoben worden. Ursprünglich hätte es vor einem Jahr rauskommen. Und schon dann bin ich hyped gewesen. Dann ist es verschoben worden. Und jetzt gibt es so, also dann hat es lange kein Release-Datum gegeben und jetzt gibt es eins. Und zwar um Weihnachten das Jahr. Natürlich, weil Weihnachten ist ja immer die beste Zeit, um so ein Riesengame zu launchen. Aber Mhm. nein, es Mhm. ist. Ich habe also das State of Play gesehen vom Donnerstag. Und also am Donnerstagabend, 10 Uhr am Abend, glaube ich.
ist, hat PlayStation ein Livestream gemacht, ein State of Play heisst das. Und dort haben sie also wirklich Gameplay gezeigt, noch ein paar Interviews und so weiter. Und es sieht einfach so unglaublich aus. Die Welt, es ist Open World. Und die eine hat eben erzählt, irgendwie, sie verliert aber so viel Zeit. Also zum Teil ist sie einfach 3/4 Stunde einfach nur in der Weltgeschichte ein bisschen umschauen und Neues am Entdecken und vergisst komplett, dass sie eigentlich neue Quests machen sollte. Wo es einfach so viel zu entdecken gibt anscheinend. Und ich muss wirklich sagen, ich bin mega gespannt. Aber also, wie open die Welt ist, ob sie voll ist, ob sie überfordernd ist, ob sie so zu fest in your face ist, ob sie langweilig ist. Ich habe mega Angst immer vor Open Worlds, dass sie langweilig sind. Weißt du, was ich meine? Dass sie zu wenig bieten. Und ich habe auch Angst vor Open Worlds, wenn sie dir alles auf die Nase binden. Das habe ich auch überhaupt nicht gern. Aber bei Hogwarts Legacy sieht es halt schon echt cool aus. Und vor allem, also hast du gesehen, das Video? Also, Die, ja, ein paar Ausschnitte. Genau, ein bisschen weit reinschauen. Und also, ich muss sagen, ich habe Bock. Sogar da? Also, ja, wirklich, ich habe wirklich Bock, ja. Ich habe wirklich Bock, weil, wenn du dich mal erinnern, das erste Harry Potter Game, das ich mich mal erinnere, das ich gespielt habe, ist ultra lang her. Auf Es dem hat mal eins PC habe ich es, glaube ich, gegeben. gespielt. Ja, wo du hast Ja. mit dem Besen rumfliegen Aha. und ich glaube auch sogar auch Quidditch spielen und so. Und ich glaube, ich habe das schon ultra gefeiert, weil Okay. was sie es einfach wie möglich gemacht haben, In dieser Welt zu leben in halt. dieser Welt zu sein. Genau, Ja. das war eben jetzt wie eine Möglichkeit, ein Teil von dem zu sein, oder? Oh, weiss es der Mensch. Und ich meine, und das bietet jetzt so krass viel. Du kannst vor allem Hey, überall her. Also, ich meine, wenn es ja. wirklich so ist, du kannst überall her. Ich habe mir immer gedacht, oh Gott, ich will das Schloss erkundigen. Ich will jede Tür aufmachen und hineinschauen. Und das Game, Ja. wenn man das anschaut, also das Footage, das sie jetzt gezeigt haben, es ist so detailverliebt. Also, die verschiedenen Räume, auch das Badzimmer oder das Slytherin-Gemeinschaftsraum oder auch einfach Gryffindor natürlich, die Lehrerzimmer. Es ist alles so detailverliebt und so. Also, du hast auch das Gefühl, so, genau so war es gewesen. Und ich bin unglaublich gespannt drauf. Ich habe so das Gefühl, ich werde jede freie Minute dort rumlaufen und jeden Winkel erkundigen. Und es macht einfach so Bock irgendwie. Ich will einfach auch die verschiedenen also die verschiedenen Schulstunden besuchen irgendwie, wo es mich einfach wundernimmt, wie das so ist. Aber ich finde es noch cool, dass sie, also so wie es aussieht, haben sie ja in dem Fall einfach von den Main Characters, von den Ursprung-Characters von der Geschichte, haben sie gar nicht mehr genommen und die Nein, einfach nein. adaptiert. Nein, es Die einfach spielt ja viel früher. Es spielt ja lang Mhm. vor dem Dumbledore sogar. Es spielt, glaube ich, Anfang 19. Jahrhundert. Okay. Also darum, du spielst den ganz eigenen Charakter. Darum sieht die Uniformen noch ein bisschen anders aus. Weil, ja, sich natürlich auch in der Zauberwelt von Hogwarts tut sich natürlich die Mode ein bisschen weiterentwickeln. Gell? Das merkst du ja auch bei den Geistern. Die haben ja noch ganz andere Klamotten an. Und Stimmt. darum sieht alles ein bisschen altertümlicher aus, sage ich jetzt mal. Obwohl, ja, ich meine, sind wir ehrlich, auch bei Harry Potter und Co., die haben immer so komische Kleider an. Aber das ist eine andere Thematik. Ja, das Einzige, was ich am Anfang so gedacht habe, ist irgendwie so, es hat im State of Play irgendwie immer so ein bisschen die gleichen 4 Zaubersprüche gehabt. Und ich hoffe natürlich, dass es schon eine grosse Auswahl letztendlich wird geben an Zaubersprüchen. Und ich frage mich auch ein bisschen, das muss man natürlich schon ein bisschen sehen, eigentlich, also einer der Zaubersprüche ist auch Avada Kedavra, also der Todesfluch, der verbotene Zauberspruch, also mit dem du ja Menschen umbringst. Und der ist ja wirklich verboten. Also wie kann es sein, dass du den verwenden darfst? Und es hat ja auch viele Zaubersprüche, die auch gefährlich sind. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir unsere Gegner töten mit diesen Zaubersprüchen.
Ich frage mich so ein bisschen, was sind das für Mhm. Gegner? Ich meine, es ist ja gleich noch ein Game. Wir müssen ja gleich noch Mhm. unsere Gegner eliminieren. Was sind das für Mhm. Gegner? Dürfen wir überhaupt einen verbotenen Fluch brauchen? Oder ist der dann noch gar nicht verboten gewesen? Ist er erst verboten worden? Und auch wenn, also Mhm. das ist das, was mich noch so ein bisschen, das ist für mich noch so ein bisschen eine Ungereimtheit, wo in dieser Welt ist eigentlich, ja, natürlich Zauberer und auch Muggels zu töten verboten, also ganz klar. Mhm. Oder auch andere, Mhm. eben so Kobold und so. Und Mhm. von dem her bin ich noch sehr gespannt, wie sie das dann machen. Mit der einen Zauber, also beziehungsweise eine Zauberkombination, die ich gesehen habe im Trailer, also beziehungsweise jetzt im State of Play, was sie gezeigt haben, Mhm. war zuerst das Accio, also das Herziehen, und dann Incendio. Also er hat literally jemanden, also einen Gegner, hergezogen und dann Und er angezündet. anzündet. Mhm. Und ich meine, what the hell? Das ist noch crazy. Also, das muss man schon sagen. Das ist schon nicht ganz ohne. Natürlich, also dann muss man sich auch überlegen, oder, was für eine Altersbeschränkung machst du von diesem Spiel. Ja. Weil Harry Potter ist immer so ein bisschen einer von den Titeln gsi, wo, sagen wir jetzt mal, es ist so 'ne sneaky one gsi, Ja, oder? Sie total. haben es irgendwie geschafft, sich unter der immer schön unter der, was ist es gsi, ab 16 Grenze durchzuschmuggeln und sind immer noch grad, Sie waren glaube nicht immer knapp ab bei 12 gewesen oder so. eben ja, genau, Die sie sind immer ersten noch grad sogar knapp ab bei noch jünger. ab 6 sogar, glaube ich, Gar, der erste. okay. Aber das stimmt, weil die erste, also der erste Teil ist ja noch so einigermaßen harmlos gewesen. Ab dem 2 Mhm. hat es ja dann eigentlich schon angefangen, immer wie düsterer zu werden. Und Ja, von ja, auf Buch jeden zu Fall. Buch ist es also düster geworden, noch düsterer und noch düsterer und Wahnsinn. Also eigentlich ist es gar keine schöne, happy, zufriedene Geschichte, die man sich da reingezogen hat als Teenager, sondern das ist eigentlich richtig düster, das muss man schon sagen. Weißt du, was wir gerade überlegen, Was? von wegen der Zauber, wo sie eingebaut haben. Was ist das? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vor allem Stupor brauchen. Bei Super. den Da der Angriffs... Schockzauber, hätte ich fast gesagt. Genau, bei den Angriffs... Ja, das kann sein. weil ich weiss noch vom Video, dass es so rote Blitze waren, die man schießt. Mhm. Und bei Stupor kommt dort, also auch in den Filmen, ist so immer so ein roter Das stimmt, Lichtblitz, ja. wo die Leute so wegholt. True. Gut, aber wir werden dann Also, erst um Weihnachten herum sehen, was dann effektiv möglich ist. Aber ja, ich bin einfach ich finde fasziniert es von der nice. Varianz, weißt du, was sie Mhm. bieten. Und hoffe Mhm. natürlich, dass, also weißt du, von der Open World, Mhm. die Welt ist so gigantisch groß, dass ich mir halt einfach wünsche, also und eben so detailverliebt, dass ich mir halt echt wünsche, dass es mit den Mhm. Zaubersprüchen genauso ist. Wo eben, ich meine, du kannst Zaubersprüche verwenden, du kannst ja auch Potions brauen, also ja, so Zaubertränke kannst du machen. Du kannst in alle die Unterrichtsstunden eigentlich reinsitzen, sogar in Geschichtsunterricht mit dem Ding, mit dem Geist, ich weiss gar nicht, wie er heisst. Aber das ist einer, das ist der Geschichtslehrer damals, der ist ganz alt gsi schon und irgendwann ist er ganz friedlich eingeschlafen und dann hat man also ist er am nächsten Morgen einfach ganz normal aufgestanden und weiter unterrichten. Hat gar nicht geschnallt, dass er tot ist. Das ist ja eigentlich, ja, das kennt man ja von den Harry Potter Büchern. Das ist dort echt also ausgeführt worden, sage ich jetzt einmal. Oder irgendwo mal in einem Nebensatz gestanden, sagen wir es so. Aber man Man kann kennt mal auch mal die sagen, Story. er hat seinen Job Sehr lieb, ernst genommen, ja. sehr ernst genommen vor allem. Ja, Genau. absolut. ähm, nein, also ich muss auch sagen, auf jeden Fall sieht es so vielversprechend aus, dass man einfach Mhm. findet, hey, unbedingt eben, einfach keine wichtigen Sachen vergessen, wo bei so einem Game auch nötig sind. Zum Beispiel eben Skilltrees, Ja, die Möglichkeit, sich weiter zu leveln, sich weiter zu verbessern. Was natürlich auch nice wäre Tag und Nacht, wenn es Open World ist. das sollte es aber, Ähm, glaube ich, geben, ja, im Fall.
eben, ja, so, Ja, so ja. Zeug einfach so, weißt, so Essentials, dass die nicht vergessen gehen. Und dann habe ich das Gefühl, wenn sie das umsetzen und man sich, eben, wie gesagt, geht nach dem besten wirklich mal den Trailer anschauen und bildet nach eure Mhm. eigene Meinung. Aber ich meine, der Trailer ist schon verdammt gut. Also Und Es ist ja State of Play. Also der Trailer ist ja genial und State of ja, Play ist halt genau. einfach, man sieht so viel. Und ich bin halt einfach Ja. auch mega gehypt drauf. Also sagen wir so, ich hoffe es wirklich, ich hoffe es extrem, dass man auch mit den Tieren kann interagieren kann. Weil das macht Mhm. für mich Open World erst dann so richtig, richtig geil. Weil die Tierwesen dort, das ist so cool. Und hey, ich will die können streicheln. Ich will sie können putzen und strickeln. Weißt du, was ich meine? Und Okay, okay, kuscheln okay. mit ihnen. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich Ja, sehe schon. Ja, 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 ja. Also, wie gesagt, vielversprechend, nice. ja. Ich freue mich, wenn das um Weihnachten kommt, das perfekte Oh, ja, Weihnachtsgeschenk. dann weiß ich genau, was ich über Weihnachten mache. Welt, da bin ich weg vom Fenster. Ja, wirklich. Also, weißt du, mit ein bisschen Mandarinli, Nüssli und ein paar guten Güezi auf der Seite. Dazu der Geschmack von Weihnachten in der Nase und dann Harry Ah, Potter das spielen. ist gut. Was Oh mein willst du mehr? Gott. Nostalgie Was willst pur, du mehr? Mann. Ja, als kleiner Harry Potter-Fan, also ich bin nicht so ein mega oberkrasser Potterhead, aber natürlich weiß ich ganz genau, also welchem Haus das ich zugehöre. Und ich habe natürlich auch den Nico dazu gezwungen, den Test zu machen, um zu schauen, in welches Haus das er gehört. Gezwungen Ähm, hat sie mich. ja, gezwungen habe ich dich. Also Nico, die grosse Äh, Offenbarung. Tell Ist das jetzt us. wirklich so, dass ich zuerst muss, bevor Ja, du es sagst? ja. Ah, okay, okay, okay. Also ja, ich habe den Test gemacht und also mache jetzt da nicht grosse Sache drum. Es ist sicher nicht Slytherin gsi. Warum sicher nicht? Das Ähm, hätte ja gut können sein. ich, also ganz ehrlich, ich glaube, für das hätte ich die falschen Voraussetzungen. Wieso die Ähm, falsche. Also, was ist denn für dich eine Voraussetzung, um zu Slytherin zu kommen? Ich glaube, bei Slytherin musst du wie jemand sein, der gerne mal die Wahrheit ein bisschen verdreht Aha. und so benutzt, dass er eben zu dem kommt, was er braucht. So. Okay. Und Interesting. ich bin nicht so jemand, der die Wahrheit verdreht. Meistens bin ich sehr ehrlich. Mhm. Und er, Gryffindor ist so ein bisschen der Gutherzige, der aber einfach achtungslos vorstürmt, Der mutig Kopflos, ist, genau. genau, kopflos und Ja. reinsäckelt und ja, für for King and Country, oder? Ähm, Das Herz und der Karten, oder irgendwie so, keine Ahnung. ja, genau, irgend so Freundschaft etwas. lässt alles. Und da bin ich auch nicht dabei bei Gryffindor. Was auch nicht mein Haus ist Hufflepuff, weil irgendwie ist so langweilig, keine Ahnung. Hufflepuff wird Ähm, im Fall mega unterschätzt. Don't ja, auf jeden trust Fall. them, aber ja. Ja, in dem Fall bist du ich, Ravenclaw. Das ist fast so ich das bin Ravenclaw. langweiligste Haus ever, im Fall Nico. Nein. Don't do Mm, that. Ich würde nicht sagen. Also ich habe die Zusammenfassung nochmal schnell Aha. durchgeschaut und es passt eigentlich sehr gut. Okay. Ähm, Es ist, wenn ich es jetzt da noch schnell ich muss nochmal anschauen. Hier, ja genau. Es ist, das Element ist Luft Mhm. und die Eigenschaften sind Ja klar, du bist Intelligenz, ja auch ein Adler. Scharfsinnigkeit, Was, sorry? genau, Was, Intelligenz? Was, du? Intelligenz, Nein, Nico. Scharfsinnigkeit, Scharfsinnigkeit, Klugheit, Weisheit, Aha. Kreativität, Originalität und Individualität. Und ich glaube, die letzten drei beschreiben mich sehr gut. Also einfach, Nice. soll ich sagen, die Kreativität ist bei mir wirklich das oberste Gebot. Das ist das Wichtigste für mich. Mhm. Ähm, Die Originalität finde ich für jeden Menschen wichtig, dass er originell kann sein kann. Muss nicht, oder? Man muss nicht originell sein, aber wenn er das kann, dann ist es super. Und individuell sind wir alle ja. Aber finde ich auch sehr etwas ein wichtiges Attribut. Dann Sagen mit wir der so, du legst Weisheit, viel Wert drauf, sagen wir es so. genau. Dann mit der Weisheit kann ich jetzt nicht unterschreiben, weil für die Weise zu sein, muss man glaube ich auch noch ein bisschen älter sein, als ich jetzt bin. Ähm, und Klugheit und Intelligenz, wie die Steffi schon gesagt hat, manchmal ja, sehe ich mich auch dort nicht unbedingt.
Aber der Scharfsinn, das ist schon etwas, was ich wirklich habe. Also, ähm, ich habe dann auch müssen sagen, das trifft schon recht gut zu, weil ich bin so jemand, ich beobachte ultra gerne alles, bevor ich mir meinen Plan mache. Ähm, oder ich bin ultra gerne einfach vorbereitet und weiß, was gerade abgeht, bevor ich in eine Situation hineinstolpere. Ähm, also ich gehe dort schon so Ravenclaw-mässig vor, habe ich das Gefühl, und weniger Gryffindor-mässig. Ähm, und darum finde ich, es passt eigentlich sehr gut. Außerdem ist Luna Lovegood Ravenclaw und sie ist Die auch Luna ein bisschen ist mein Crush gewesen. super. Die Luna Ist auch ein ist bisschen mein so Crush cool. gewesen, Ja, das ist verständlich. Ja, ja. erzähl, was meinst du, welchem Haus das ich gehören? Ähm, das ist jetzt eine gute Frage, Steffi. Das ist eine gute Frage. Also ich soll jetzt echt mal ins Blaue raus. Ja, oder du hast so viel über die verschiedenen Also, Häuser jetzt gesagt, es ist mir echt Hunger, wo du mich siehst. also weil du natürlich vorher so in Schutz hast genommen, würde ich jetzt sagen Slytherin. Genau so ist es. Ich bin Voilà. Slytherin und es passt auch sehr gut zu mir. Weißt du warum? Warum? Slytherins sind sehr treue Freunde. Die Familie ist ihnen wahnsinnig wichtig. Und Mhm. sie wollen aber etwas in ihrem Leben also erreichen, sagen wir es so, erreichen. Sie wollen eben eine Legacy hinterlassen. Sie wollen eigentlich, dass man auch nach dem Tod noch über sie redet. Also es sind meistens die grosse Projekte in Angriff nehmen. Und ich würde sagen, das passt schon so ein bisschen zu mir. Definitiv, auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, dass alle Werte, die du jetzt gesagt hast, auch ultra zu mir passen. Von dem her speziell. Vielleicht könnte es ja Ähm, doch sein, dass du Slytherin bist. So tief in deinem ja, Herzen, Nico. ein Ravenclaw mit Hang zu Slytherin. So 1, 2, 3 Slytherin-Freunde habe ich vielleicht so, weißt du? So. Mit Ja, diesen siehst Hängesalben. Hanging with the cool kids, du. Ja, weißt siehst du jetzt, du? kannst du zu uns in die Dungeon kommen. Nein. Unser Aufenthaltsraum ist anscheinend ja unterirdisch mit Blick in die See rein. Also unterirdisch, so, weißt du, so unter dem Wasser. Ja. Das ist schon recht sick. Ab und zu siehst du den Das finde ich Kraken schon recht geil. durchschwimmen. Ui. Oh. Aber sorry, aber der Ravenclaw Tower ist viel cooler. Der hat nämlich so einen Türstopper, wo dich die ganze Zeit Fragen fragt. Wie zum Ja, Beispiel, wow. wohin gehen alle die verschwundenen Dinge oder so? Und nachher musst du dann musst du dort eine Antwort drauf finden. Sonst Ja, kommst du nicht rein. okay. Ist ultra, ist super. Ja, Und in Room of Requirements natürlich. stimmt, natürlich. Mhm. Oder in die Tasche, die Hermine mal hatte. Oh ja, die ist fantastisch. So eine möchte ich auch. Ich glaube, jede Frau Ja, will so eine Tasche, die so unendlichen Boden hat. Echt das unendlich ist wirklich, gross inwendig. Fantastisch. Ah. wirklich super. Wir Ja, haben auf jeden übrigens auch Fall. noch unsere Community gefragt, zu welchem Haus sie gehören, auf Twitter. Und tatsächlich gehören 21,2% zu Hufflepuff, 21,2%, also genau gleich viel, zu Ravenclaw, Mhm. 25% zu Slytherin und ganze 32,7% zu Gryffindor. Ist das jetzt gut? Ich denke, viele werden wahrscheinlich einfach gefunden haben, der Harry ist bei Gryffindor. Bei Gryffindor sind alles die grossen, bekannten, tollen Magier. Ich will zu Gryffindor. Und vielleicht haben sie den Test gar nicht gemacht. I don't know. Vielleicht haben sie den Test aber auch gleich gemacht und sie sind tatsächlich alle in Gryffindor. Das ist sehr speziell. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht gegoogelt haben, how to get to Gryffindor Ja, fast. vielleicht. Und nachher einfach auch das haben angekreuzelt. Aber Das habe ich mir sehr gut überlegt. wie wir ja vom Harry selber wissen, aus erster Hand, letzten Endes ist es ja eigentlich seine eigene Entscheidung, in welches Haus das man kommt. Genau. Mhm. Genau. Auf Und jeden Fall. was aber nicht unsere eigene Entscheidung ist, sondern die von jemand anderem, ist einfach mal 20 Sekunden lang auf einer Wand einschleimen in einem Game. Yes, also das ist jetzt, das gibt dem Begriff Wallhack eine völlig neue Bedeutung. Ja. Sorry für Ja. die hure weirde Überleitung. Alles Aber gut, alles gut. Ich wollte eigentlich noch etwas aha. zu meinem Patronus wollen sagen und Ah, meinem du hast, Zauberstab, stimmt. aber
Alles gut, nein, wir können das so überspringen. Was ist die Patronus? Wenn Jetzt du den interessiert Test, sie, hä? ja, wenn du den Test erst schon gemacht hast. Okay. Mein Patronus ist der Eisvogel. Oh, herzig. Mhm. Voll. Und Mm, mein Zauberstab ist irgendetwas mit. Was war jetzt das gewesen? Lorbeerenholz okay. mit einem Dragon Core, also mit einem Drachen Mhm. inneren. Und er hat eine springy Flexibility, also er ist so ein bisschen. Nice. Mein Patronus Ja. ist Hermelin. Das sieht aus wie ein Oh, Frettchen. das ist so herzig. Weißt du, was noch besser ist? Auf Nein. Englisch ist es Stout und Stout ist ein Bier. Also, mein Ja. Patronus ist ein Bier. Ja, Mein Mann. Patronus ist ein Bier. Hey, sorry, aber wie gut ist das? Oh Ah nein, Mann, Stout Steffi. heisst das. Ah shit, Stout, nicht Stout, verdammt. Egal, Alles gut. in meinem Universum ist es Stout und in meinem Universum ist mein Patronus ein Bier. Also, Sehr gut. das passt zu mir. Also, Ja, und es ist natürlich wenn auch du- herzig, das muss man auch sagen. Wenn du das selber erzählst, sagst du dann einfach immer, mein Patronus ist ein Bier. Dann so, Ja. nein, Steffi, du hast etwas Falsches verstanden. Patronus ist ein Tier. Ja, aber Nein, meiner ist ein Bier. Genau so. Es ist gut. Hey, aber es würde so gut zu mir passen, sind wir ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Voilà, also. Und damit Sorry. wechseln wir jetzt definitiv Weiter, zum ja. nächsten Thema. Jetzt haben wir hure Let's lange go. über Hogwarts Legacy geredet. Jetzt reden wir noch über Elden Ring. Ich habe zwar gefunden, Ja. also ich habe zwar eigentlich gehofft, dass wir da nicht mehr allzu oft drüber reden, aber das Thema ist einfach, es ist einfach omnipräsent, das ist unglaublich. Ich meine, wie viel Dings hat es mittlerweile verkauft? Wie viele Kopien? Es ist schon, also From Software hat verlauten, dass sich bis heute über 12 Millionen Mal schon verkauft hat. Holy Und shit. das Game ist erst seit 2 Wochen draus, oder? Oh mein Gott, das ist 3. schon crazy. 3, ja. Weiß es nicht. Ich glaube 3. Mhm. Aber das könnt ihr euch mal ausrechnen. Ich meine, 12 Millionen durch 3, das sind 4 Millionen jede Woche. 4 Millionen verkaufte So Kopien jede sick. Woche. Das ist ultra. Aber es ist halt auch verdient. Also, eben, ich fange jetzt nicht wieder an, von meine Lobeshymnen über Elden Ring zu trällern, weil sonst hat er dann wirklich das Gefühl, ich bin der grösste Fanboy, was es gibt. Aber das Game ist halt wirklich, es ist einfach ultra gut. Also, jedes Mal, wenn ich mich dazu entschließe, meine PS4 anzulassen, ja, ich spiele es auf der PS4, die könnt mich haben, das ist mir egal, anzulassen und Elden Ring zu spielen, stecke ich mindestens 4 Stunden in diesem Game rein. Egal, was für eine Tageszeit Oha. ist. Ich kann nicht mehr aufhören, weil egal, wo das ich wieder starte, ich finde innerhalb von kürzester Zeit wieder etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und Krass. das ist so gut umgesetzt. Also da nochmals ein riesen Lob an From Software und alle, die mitgearbeitet haben. Hast du auch Das schon ist- gegen Wände geschlagen, 50 Mal hintereinander? Nein, tatsächlich habe ich gegen Wände geschlagen. Tatsächlich bin ich vor der Wand gestanden und habe Dreieckli gespammt. Und als dann nichts ist passiert, bin ich enttäuscht gewesen. Aber Hast du schon 50 Mal 50 gegen eine Mal, Wand geschlagen. hast schon 50 Mal Dreieckli gespammt? Schade. Nein. Und vielleicht hätte das Gleiche können passieren wie dem einen User, der ein Video auf Reddit gepostet hat. Der hat nämlich 50 Mal, also ich glaube 20 Sekunden oder so, einfach mal random gegen eine Wand gehauen. Und dann war die Wand plötzlich fort und hinten dran hat es einen Raum gehabt mit jeder Menge NPCs. Es ist einfach. Also, Es ist so random und es ist so, ist das gewollt oder ist das ein Fehler? Ist das vielleicht sogar irgendwie ein Raum, wo von jemand anders irgendwie aus irgendeinem Grund halt in Game-Architektur dort nebendran hängt? Also ist es ein Raum, der eigentlich von jemand anders betreten? Und dummerweise kommst du es dort durch. Oder ist es bewusst so? Also, ist es gedacht, dass du die Wand irgendwie kannst zerschlagen kannst? Ist es vielleicht etwas, das in einem DLC in einem späteren Mal sollte hinzugefügt werden? Irgendwie von einer Questreihe, wo dann mal offenbart wird, aber jetzt noch nicht. Es ist einfach so,
Es ist weird und random. Und was ich halt auch Mhm. so komisch finde, ist, Mhm. dass du halt effektiv, also der eben durch die Wand, also durch das Stückchen Wand durchgebrochen ist, der ist halt so also hinter einem Stuhl ist der aus dieser Wand rausgekommen. Also er kommt so durch die Wand durch sozusagen und steht Mhm. hinter einem Stuhl. Also da hockt auch einer drauf auf dem Stuhl und schaut in die andere Richtung. Aber Ja, es ist so, true. Also, ich so muss dir auch ganz ehrlich Sachen. sagen, ich habe es auch schon probiert zu analysieren. Er macht ja am Anfang, braucht er noch ein Item. Ähm, Ja, wahrscheinlich um sich und zu ich weiß, stärken, um sich zu buffen oder so. Weil so Wände haben ja normalerweise eine recht, wie sagt man, recht viel Leben, sage ich jetzt einmal, und recht viel Schutz, sodass du eben nicht kannst killen. Weißt du, was ich meine? mhm, Und es auf ist jeden so. Fall. Und, Aber drum, aber weißt du, wie genial das es wäre? Wenn es wirklich bewusst wäre, weißt du? Also stimmt, wenn ja. sie es wirklich bewusst dorthin da, also der Raum dort hinten dran da haben, für eben so Spinner, die 50 Mal gegen die gleiche Wand schlagen. Ich meine, klar, es ist nicht ganz so unoffensichtlich, also es ist massiv offensichtlicher gewesen und gleich nicht so offensichtlich. Bei Death's Door gibt es auch ein geheimes Ende. Also, wenn du das Spiel fertig und abgeschlossen hast, und es kommen sogar Credits und alles, das Spiel ist dann noch nicht fertig. Das Spiel geht noch weiter, und zwar für x Stunden. Und du kannst schon mal eine ganze Ja, Ray. Questreihe durchspielen. Und ich denke, wenn das etwas Ähnliches ist es ja mega genial. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es einfach recht Hype irgendwie. Das, es ist, ja, aber wie gesagt, ich höre hier zu, weil ich könnte wirklich ewig darüber Nein, wir reden nicht ewig über hypen. Elden Ring. Genau, machen wir nicht. Aber ich habe jetzt gleich noch schnell geschaut, während du noch am Erzählen warst, was er dort aktiviert hat. Und ich habe das Ding auch schon gesehen, das ist ein Runenbogen. Und du Mhm. aktivierst einen Runenbogen, um einen Effekt von einer grossen Rune zu buffen, die du ausgerüstet hast. Mhm. Und eine grosse Rune bekommst du erst irgendwie, wenn du gewisse Bosse geleitet hast, also eher im Endgame. Und die grosse Rune hat ja je nachdem natürlich dann andere Effekte. Und ich kann mir darum irgendwie vorstellen, weißt, dass es einen Effekt gibt, der NPCs lokalisiert, egal wo sie Ah, sind, in deinem Umkreis, oder? Und er maybe. hat irgendwie gemerkt, Das ist oh, jemand. ich bekomme da einen Ausschlag von NPCs, aber kein Weg oder irgendetwas geht dorthin. Aha. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass er Spannend. sich wie aufgeregt hat und schon fast etwa 2 Stunden am Suchen war und dann hat er gefunden, weisst du, es lässt mich jetzt hier rein, ich will jetzt wissen, ob da jemand drin ist. Mehr so ein Agro-Movement. Ich weiß es nicht, aber das sind halt Spekulationen. Auf jeden Fall Hm. ist Elden Ring nicht nur ultra ein gutes RPG und ein Souls-like, sondern es hat einfach auch wieder so viel versteckte Sachen drin, die man kann entdecken und aufdecken und erforschen, dass man einfach muss sagen, Okay. ja, also eben, wie gesagt, du kannst es 3-mal durchspielen und hast auch noch nicht alles gefunden. Ja gut, das macht aber in meinen Augen die richtig geilen Games aus, ganz ehrlich. Ich liebe Ja. das. Ich liebe das. Darum spiel es nicht, Steffi. Nein, ich muss echt sagen, ich bin ja eigentlich eine, die nicht gerne so mega schwere Spiele spielt. Weil ich spiele Games, wo ich mich gerne in die Story und in die Atmosphäre reinziehen lasse. Aber ich möchte auch weiterkommen in der Story und in der Atmosphäre und nicht 50 Mal müssen den gleichen Gegner probieren und daran sterben innerhalb von, keine Ahnung, 2 Sekunden. Das schießt mich an. Das ist überhaupt nicht mir, auf das habe ich keinen Bock. Darum, ja, Verstehe ich sehr gut. Verstehe ich sehr gut. es gibt andere Games, die ich Ähm, viel lieber spiele und viel mehr Spass dran. was auf jeden Fall, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass es, wenn man es wenn man es ultra high und in guter Qualität genießen will, natürlich eine der neuesten Grafikkarten erfordert, zum Elden Ring zu spielen. Mhm. Ähm, und die neuen Grafikkarten, die sind ja Oh. auch ultra beliebt, oder?
Ja, natürlich, die sind ja wahnsinnig teuer. Man bekommt sie ja fast nie mehr. Das kommt auch dazu. Und wenn, dann zahlt man selbst Vermögen. Also warum nicht einfach klauen? Weil es illegal ist, Nico. Das haben sich die, das hat sich die Truppe aus Russland nicht überlegt. Nein, vor allem, weil es auch noch Angestellte waren. So dumm. Sie haben nämlich tatsächlich Grafikkarten geklaut im Wert von wie viel? 34.000 Dollar oder so. Dollar oder Euro, bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ja. Aber einmal genug, ja. Einfach 20 Grafikkarten. Und Und zwar sind dabei RTX gefilmt worden. 3070 Ti Grafikkarten, glaube ich, oder? Genau. Also Ja. sie haben nicht mal 3080er oder 3090er, sondern 3070er geklaut. Und dann denke ich auch schon so, okay, gut. Noob, aber sie sind sogar noch dabei gefilmt worden. Ja. Also eben, das ist ja Doppelt richtig Noob, nice. Mann! Doppelt Noobig! Ich meine, Alter, wie dumm musst du sein? Wenn du schon deine eigene Firma beklaust, dann lass dich doch dabei nicht noch filmen. Seriously. So lustig. Auf jeden Fall Shit. sie sind dann auch ziemlich schnell aufgeflogen. Ja, aber weißt weil du, sie- sorry, der Beste ist ja, sie sind nicht aufgeflogen, weil sie gefilmt worden sind, nein. Genau. Sondern Nico, erzähl weiter. Sondern sie haben die Grafikkarte nachher zu etwa 50% vom Preis wollen verkaufen online. Und ja, ich meine, sorry, aber da schlägt schon schnell mal der eine oder andere Alarm. Ich sage nur, das ist kein Sass. Das ist ziemlich sass, genau. Das jetzt, gibt mir, das tut, das ist so dumm, das bereitet mir psychische Schmerzen, Nico. Ja, also weißt, im Endeffekt muss ich sagen, Leute, die klauen und so das grosse Geld machen wollen, ja, Ja, gut. meistens haben sie dann halt keine Gardinen vor einer Villa, sondern schwedische vor der Nase. Ja, sie haben auch das Also, Gefühl, weißt dass du sie nicht. besonders schlau oder so, I don't know, aber es ist, Jesus. Genau. Und vor allem, ja, egal. Nein, reden wir nicht drüber. Einfach, also ich meine, ja, nein. Es ist einfach günstig. Weißt du, bei so Fachläden oder so, haben sie sie ja wohl verkaufen. Ja, ich weiss. Echt für die Hälfte vom Preis. Ich meine, logisch wirst du da aufmerksam. So denkst du so, Hätte ich noch nie etwas vom Darknet gehört oder vom Deep Web immerhin? Anscheinend Ja, nicht. Okay. Anscheinend nicht. Was mich noch erstaunt, weil das ist nämlich zu Russland passiert. Ja. Ja, gut. Ja. Okay, die haben gedacht, wir haben das halt nicht nötig, gell, Nico? Wir kaufen uns unsere Sachen. Ja, also wie normale Leute das halt machen. Oder Ja. sonst halt. Ja, oder sonst halt, wenn man kann, vielleicht irgendetwas dealen mit einem Kollegen. Wenn man weiss, okay, der will eine neue kaufen und der verkauft mir seine alte billiger Ja, oder gibt mir sie. klar. Oder irgend so etwas ist ja immer möglich. Aber ja, eben, Klauen bringt mich nicht weiter im Leben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was lernen wir daraus? Klaut nicht, Leute. Das ist schlecht. Das Wirklich wissen wir ja schlecht. eigentlich auch. Was Da ich müsst ihr eigentlich wirklich- was ich eigentlich auch raus will, ist, dass wir uns auch ein paar coole Sachen gekauft haben. Aha, das ist schon. Oh, Entschuldigung. Ja, Wo nein, wir es ich habe nicht die Überleitung nötig zerstört. Was wir nicht nötig haben, zu klauen. Vor allem nicht, um unsere eigene Firma zu beklauen, wo wir angestellt sind. Weil wir können uns das einfach kaufen. Nicht wahr? Genau. Super, sorry. Die Überleitung ist perfekt. voll okay. eigentlich. Das ist echt perfekt. Ist voll okay. Genau. Ah. Du bist, weißt du, was du bist, Ich? Steffi? Du bist nämlich ein kleiner Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Du bist ein kleiner Fuchs. Das ist ja so. Ich bin ein kleiner Fuchs. Ja. Du bist ein kleiner Fuchs. Ich bin intelligent wie ein kleiner Fuchs. Darum mache ich auch so fuchsige Überleitungen. Du Und bist weißt du, was noch viel richtig fuchsig besser unterwegs. ist? Nein. Ein kleiner Fuchs in einem Zelda-Kostüm. Genau. Ja, die Rede ist nämlich von Tunic. Ah, Ein kleiner Hm? Fuchs in der Tunic an. nein, Nein, sorry. das ist Nein, schau es dir an. Schau es dir an. Du Ja. siehst einfach aus wie ein Fuchs im Zelda-Kostüm. Also im Link-Kostüm natürlich. Ihr wisst, was ich weiß. meine.
Es ist so herzig. Also es ist schon, als der Trailer ist rausgekommen, habe ich gewusst, ich muss das haben. Und jetzt habe ich mir das geholt. Und ich bin so gehypt, das zu spielen. Und ich streame das nämlich morgen am Nachmittag auf dem Twitch-Kanal von brack.ch. Also morgen heisst es am Dienstag. Von 15.00 bis 17.00. Der Podcast ist dann leider schon draussen, wo wir den Podcast ja immer am Dienstag auf die 4 Uhr aufladen. Aber die jetzt hier im Livestream zuschauen, und ihr wisst, was ihr zu tun habt, morgen am Nachmittag um 3 Uhr, wie mir zuschauen, wenn ich einen kleinen, herzigen Fuchs spiele. Aber weisst du was? Das Game ist im Fall anscheinend noch schwierig. Also, es hat geheißen, man darf sich von seiner Knuffigkeit nicht beirren. Es ist anscheinend noch bockschwer. Mhm. Das habe ich auch gehört. Ich bin gespannt, weil Death's Door war ja auch genau so. Da hast ja auch noch ganz lange 3 Leben gehabt und jeder Schlag hat dich gekillt und ich habe es geliebt. Death's Door war wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele von letztem Jahr. Kann ich jedem empfehlen übrigens. Und das ist jetzt schon das 2. Mal in diesem Podcast, wo ich Death's Door erwähne. Also von dem her, holt es euch wirklich. Es ist so fantastisch. Und nein, wenn ihr fertig seid, seid ihr noch nicht fertig. Dann geht es nochmal weiter. Just saying. Wie bezeichnet man eigentlich die Spiele? Sagt man dann ein Zelda-like? Oder? Ähm, Also weißt du, weil es ist ja schon sehr von dem auch abgekupfert. Ja, ich habe würde das Gefühl. jetzt, Also ich was würde ja nicht jetzt schlecht nicht, ist. ich würde jetzt nicht sagen, es ist einfach ein Action-Adventure und glaube wenn ich es recht habe, es glaube, ist ein bisschen roguelike, das könnte auch sein. Ja, es ist, also Tunic auf jeden Fall, weil wenn du Gell? stirbst, musst du deine Seelen wieder einsammeln. Also es ist Mm. sogar ein bisschen Souls-like. Wenn du stirbst, musst du Stimmt, es ist Souls-like, ich glaube es genau, nicht musst, roguelike. musst deine Ja, Seelen ein bisschen einsammeln. Ist aber nicht so schlimm, weil du bekommst verlierst irgendwie nur 20 Gold oder so, wenn du sie nicht okay. einsammelst. Aber so ein Aber bisschen gleich. der Stil. Ich bin gespannt. Also Ich ich gehe werde morgen auf sehr. jeden Fall reinschauen bei Steffi Yes, und, do und that. abchecken, wie das Game so ist. Ich bin auch sehr gespannt. Es sieht auch so knuffig Genau. aus. Es ist sehr einfach gehalten von der Grafik her, aber es sieht so knuffig aus. Oh. Und ich liebe ja Indie-Games. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was? Wer auch was? Sorry. Wer auch, Entschuldigung, ja, kein Problem. Wer auch knuffig aussieht, hat wohl ausgesehen, das bin ich. Und darum habe ich mir das Ringlight gekauft. Darum siehst du jetzt so gut aus, Nico. Das ist gerade einiges. Oh, wow. Oh, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt im Moment so als Kompliment nehme oder einfach als Beleidigung für die restlichen Mal. Das darfst du, wie Weißt du du, willst, auffassen. das habe ich da, das habe ich gedacht, ja. Das habe ich gedacht, dass ich das darf. Also, auf jeden Fall. Ich habe mir das Ringlight gekauft. Du siehst, die Beleuchtung ist heute ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen am Experimentieren mit meinem Streaming-Gear. Ist ein recht cooles Ringlight, das ich mir bei Brack bestellt habe. Ich glaube nur 50 Stutz gezahlt oder so. Habe jetzt da nicht gross viel Geld ausgegeben, aber es reicht eigentlich Was ist es längstens. für eins? Es ist von Smarts, heisst 4 Smarts. Ja, die kenne ich, ja, voll. Mhm. Genau. Von denen habe ich schon Und 2, es 3 wäre Sachen gekauft, die sind super. eben, und es ist eigentlich, es reicht längstens. Und es wäre Ja. eigentlich für das Handy. Hier ist noch wichtig zu sagen, wenn das bestellt, der Dongle, also wo das Handy habt, ähm, der ist nicht mitgeliefert. Das heisst, den müsstet ihr separat bestellen. Also es ist einfach nur das Ringlight und der Ständer. Dafür kommt alles in so einem coolen Trageköfferli, wo ihr dann auch gerade könnt, brauchen zum Sommer transportieren. Für mich wird das jetzt auch nicht nötig sein, aber ich meine, jetzt habe ich mal eins und das kann man eigentlich ultra gut verstauen und mitnehmen, falls mal irgendjemand irgendwo ein Hobby-Fotoshooting machen will. Ringlights sind immer super. Nice. Sehen Ja, alle allgemein eine Augen gute immer aus. Beleuchtung ist halt, es Genau. macht halt gut so einen krassen Unterschied. Das sieht man wirklich sehr gut. Aber sei es in den Streams oder bei den Fotos. Und apropos Fotos. Ich habe mir auch etwas gekauft, für Fotos zu machen. Es Und gibt mir ein zwar, Foto von Steffi. ja, ich muss mein Bald. Insta-Game ein bisschen auf das nächste Level bringen. Ich habe einfach viel zu wenig aufgeladen in letzter Zeit und eigentlich habe ich hure Spass daran, so Fotos zu machen und darum habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt wieder mehr aufladen muss. Und jetzt habe ich mir natürlich, so wie es immer ist, voller Begeisterung 1000 Sachen gekauft, damit ich mehr Fotos von mir selber machen kann. Ich bin schon, ich mache genau das Gleiche. Es ist immer so Gell, es ist schlimm. echt so, Man oh, kauft neues Hobby, ich muss alles Ja, haben.
Ja, wirklich, man bestellt Ja. sich so viel Seich zusammen und dann denkt man: Unglaublich. «Warum habe ich noch mal genau, Ja, und vor allem, also ich habe mir auch, wie du, auch nicht gerade sofort das teuerste Zeugs gekauft, weil ich jetzt zuerst mal natürlich schauen will, wie es funktioniert und so. Ich habe mir so 2 ja, so Ständerlampen gekauft, hätte ich fast gesagt. Also weißt du, so, sie sind wie Neonröhren, aber du kannst es halt Mhm. herstellen. Und mit denen kannst Nice, du kannst wirklich Farbe wechseln und so weiter. Das ist noch recht sick. Ähm, nice. und einfach für ein bisschen, eben für ein bisschen, weißt du, um mit Farben zu spielen und so. Das finde ich aber auch noch cool bei Fotos. Muss dann mal schauen, wie muss ich das ein bisschen ausprobieren. Was ich mir auch gekauft habe, ist eine Nebelmaschine. Ja, aber Was? eine Nebelmaschine. Also ganz eine Seriously? kleine, ja, ganz eine kleine Nummer. Ganz eine Geil. günstige. Die ist nicht mal so teuer. Und, und natürlich, damit ich auch von Distanz geile Fotos machen kann, habe ich so eine kleine Fernbedienung, so einen Auslöse-Button gekauft. Der ist wirklich ganz, ganz klein. Also das sind das vielleicht 1,5 mal 2 cm, ja, vielleicht 2 mal 3 Zentimeter und Zentimeter dick oder so. Also winzig, so, wo du mit Bluetooth mit dem Handy kannst koppeln. Dann kannst du einfach aus der Distanz kannst du dein Foto auslösen. Das ist super gut. Das ist wirklich noch gut, Ja. ja. Da Ja. musst du nicht immer mit dem Timer, Genau, oh, das ist nämlich ein Pain. Kannst du dir Zeit mhm. lassen, nämlich. Das ist wirklich so, ja, mal, so ist gut. Und dann ist der Selbstauslöser schon abgelaufen. Und dann denkst du so, oh fuck, okay, nochmal vorne, nochmal in Position. Und wenn du eine gute Position gefunden hast und der Timer ist noch nicht abgelaufen, dann musst du ewig warten und dann bist du nicht verkrampft, bis es effektiv das Foto auslöst. Das ist dumm. Darum, Selbstauslöser. Perfekt, ich sage es euch. Das ist wirklich etwas, wo Sinn macht. Weil Mhm. wisst ihr, Kinder ab einem gewissen Alter muss man schauen, welche Seite man sich fotografiert. Ja, die Muss also Jobseite ist natürlich schon, das ist schon wichtig, ja. ja, es ist Pain, also alle die unter 20 und dann Hm, freut mich noch. ja. Mittlerweile. Ab 30 wird es schwierig, Mädels und Buben. Aber ja, Aber das Leben ist nicht durch wegen dem, hä? natürlich nicht. Was durch ist der Podcast, aber auch nicht für immer, einfach für heute. Darum Genau. würde ich an dieser Stelle doch einfach sagen, checkt doch mal unseren Discord-Channel aus, unseren Twitter-Account, unseren Twitch natürlich. Also das ist ja ganz klar, dort spielt die Musik, hätte ich fast gesagt. Da geht die Party ab. Und zwar immer am Montag am 3 mit dem Gaming-News-Podcast Buff Crit Loot, mit dem Nico und mit mir, der Steffi. Am Dienstag gibt es Gaming, Let's Play, also ja, Gaming-Streams mit mir, auch am 3. Am Mittwoch am 3 streamt der Troy, auch Gaming. Und am Freitag der Blake ab der 2, auch Gaming. Weitere Formate folgen. Im April, etwa in einem Monat, kommt ein komplett neues Format. Da bin ich auch sehr gespannt, freue mich sehr, sehr drauf. Und dann würde ich sagen, wir sehen oder hören uns entweder morgen oder in einer Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, habt Sorge und schöne Woche.